Badetag mit der Cousine Berta. Alle Tiere auf dem Arfenhübeli sind schon ganz aufgeregt. Heute kommt Cousine Berta zu Visite. Die Berta ist eine Kuh und darum ist sie mit unserer Kuh dem Kresi verwandt. Und das Kresi, die hat im Stall schon ein Gliger mit Stroh weggemacht und ein Gabili Heu in Baren da. Geschlafen wird ja sicher nicht viel. Die zwei Lauskühe schneidern sowieso die ganze Nacht. Die Cousine Berta wohnt auf einem Bauernhof ganz in der Nähe von der Stadt Thun. Natürlich gibt es auch dort eine saftige Matte, wo sie Gras fressen kann. Ein wunderschöner grosser See mit kristallklarem blau-grünem Wasser und Bergen, so weit das kannst schauen. Und Berta sagt gäng: «Was willst du noch mehr als der Thuner See?» Schon von weitem hört man ihr Streicheli gungeln. Mit einem pinken Nasenvelo kommt sie um eine Scheurecke. Aber nicht so eins, wie du jetzt alle denkst. Ein Nasenvelo braucht man nämlich nicht zum Fahren, sondern zum Durchschauen. Salut zusammen. Das hat jetzt auch wieder Töpfe über den Schauenberg hier. Jetzt Berta! Sali Berta! Sali Berta! Das ist eine Freude auf dem Arfenhübeli. Als erstes zeigt das Kresi der Berta auf den nächsten Brunnentrog, dass sie einen Schluck kaltes Wasser nehmen kann. Genüsslich sauft Berta bald den ganzen Brunnentrog leer und geniesst die wunderbare Aussicht vom Arfenhübeli oben runter. Sie kommt schon immer wieder gerne ins Entlebuch. Die gute Luft und die Ruhe tun ihr einfach gut. Und noch etwas gefällt ihr ganz besonders gut an. Geh baden im Arfenseeli hinten. Für das hat sie immer ganz ein apartiges Bikini an und eben ihre pinke Sonnenbrille. Ja, du hast schon recht. Tiere legen zum Baden ja eigentlich nichts an. Aber die Cousine Berta ist da etwas neumütiger. Am Thunersee, wo sie natürlich sonst gerne baden geht, hat es immer so viele andere Badegäste, dass sie sich bald etwas genieren würde. Und dann hat es noch so viele Bremen, die einem stechen kämen. Also das Bikini muss einfach sein. Und sie packt ihr Göfferli aus. Die Geiss Gerharda ist natürlich etwas neidisch. So ein schönes Bikini würde ihr sicher auch gut passen. Es hat auch noch etwas zu reden gegeben. Aber irgendwann waren doch alle parat. Kaum sind sie am Arfenhübeli-See hinten, legt der Kleus, der Schweizer Scheckhüngel, die Pflügel an und nimmt gerade einen Gump ins Wasser. Der Hans-Heinrich sünnelt auf seiner Luftmatratze und streckt den Bauch in die Sonne. Herrlich, die Beine wieder richtig strecken. Der Winter im Hundshäusli ist bald ein bisschen eng geworden. Und die Glockere Gloria tut aber zuerst lieber nur ein bisschen Beinchen netzen und dann wird richtig losgeschwadert. Wie kalt ist das? Die Katze ratzfatz, die will nie schwimmen, obwohl sie dieser Wege Schmutzgungeln wäre.
aber sie macht lieber einfach Katzenwäsche. Und jemand muss ja auch noch auf die Tüchli aufpassen. Schon gleich geht es lustig und nass zu und her in diesem Arfenseeli. Es wird gespritzt, geschwommen, geschwadert und taucht. Bei diesem Wetter ist es doch einfach herrlich. Die Cousine Berta ist dann nicht nur eine ganz moderne Kuh, nein, sie ist auch noch ein elends Schleckmaul. Daheim im Thunersee frisst sie am liebsten feines Seegras. Aber das ist nicht zu vergleichen mit dem Seegras, das sie im Arfenseeli hat. Zarte Blättchen, die nur gerade so im Mund vergehen. Ein richtiges Festessen. Die Cousine Berta taucht so tief ins Wasser, dass man gerade nur noch den Schwanz sieht rausschauen. Aber als sie das nächste Mal wieder auftaucht, kommt sie gar nicht mehr draus. Alle Arfenhübeli-Tiere lachen das Vödel voll. Die Berta hat gar nicht gemerkt, dass sie ihre Badhose schon lange nicht mehr am Füdli hat und das Bikini-Oberteil schon an den Hörnern hängt. Ein bisschen gehäuselt schaut sie aus der Wäsche und musste auch anfangen zu lachen. Hanget das Bikini am Horn, scheint die Sonne morgen, meint die Cousine Berta, und das Gelächter wird nur noch lauter. Für den Rest der Ferien nimmt sie es mit der Anlegung auch nicht mehr so genau. Und dafür hat sich das Wetter tatsächlich nur noch von der besten Seite gezeigt.